Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist ist mit uns allen. Amen. Ganz herzlich willkommen zu dem Gottesdienst. Es freut mich, dass wir miteinander da sein dürfen, auch wenn es schwierige Umstände sind zur Zeit. Wir haben auch in den Vorbereitungen auf den Gottesdienst nicht ganz genau gewusst, was möglich ist und was nicht. Umso mehr ist es wichtig, dass wir jetzt da sind. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir über einen Livestream verbunden sind und darum auch ganz ein herzliches Willkommen an die über einen Livestream verbunden sind und da sind. Ich habe am Anfang gesagt, die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sei mit uns allen. Das habe ich nicht einfach nur als Floskel gesagt, sondern aus der Überzeugung heraus, dass die Gnade von Gott heute gilt und da ist. Und die Liebe von Gott, die haben wir nötig, denn nicht mehr, und sie ist unser Grund. Und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist, die Gemeinschaft im Heiligen Geist, ist in letzter Zeit auch angefochten gewesen, unsere Gemeinschaften. Und darum sind wir auch da, um mehr und mehr auch die Gemeinschaft zu bekennen und von der zu schwätzen. Die Gemeinschaft war angefochten gewesen in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden, in unseren Familien und vielleicht auch in uns selber. Und darum auch in unserer Allianz. Und darum haben wir es umso mehr nötig, die Gemeinschaft. Möge Gott uns die Einheit immer wieder schenken. Auch gerade durch das Thema, das vielleicht nicht in aller Mund ist. Aber ich glaube, für unser Herz und unsere Seele ein wichtiges Thema ist. Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Ich begrüße euch also alle ganz herzlich. Mein Name ist Joel Guggisberg. Ich bin Pfarrer von der reformierten Kirchengemeinde Zofingen, wohne mit meiner Familie in Vorarlberg und bin der Präsident der Allianz-Sektion Zofingen. Für die Allianz-Gebetswoche ist das Thema der Einheit ein wichtiges. Wir sind aus unterschiedlichen Gemeinden zusammengekommen. Aus unterschiedlichen Kirchen, aus unterschiedlichen Hintergründen. Aber wir wollen in dieser Zeit auch an das denken, was uns zusammenschweißt, und das ist Jesus Christus. Aber wir wollen auch miteinander an die Welt denken, über uns ausdenken. Das hilft uns auch immer wieder zum Zusammenkommen. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt, Leben in Ewigkeit. Zudem gibt es auch eine Melodie und es ist ein bisschen gewagt, die jetzt ganz spontan hier einzuwerfen. Auch wenn die Technik vielleicht noch nicht ganz so stimmt und funktioniert. Vielleicht machen die einen oder anderen mit dieser Melodie. Wir wollen es probieren. Ich möchte es auch probieren. Vater, mach uns eins.
Gottesdienst, wenn wir miteinander das erste Lied gemeinsam singen. Es ist «Großer Gott, wir loben dich». Es ist einerseits die Sicht, dass unsere Grösse nicht so relevant ist. Andererseits kommt in diesem Lied vor auch ein Bekenntnis, dass Gott Grösse hat, als Mensch in die Welt zu kommen und sich dieser Welt anzunehmen. Und weiter ist das Lied auch ein Trost, dass Gott gegenwärtig ist in all unserer Not. Dass dort, wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind, dass Gott dort mitten unter uns ist. Das Lied können wir sehen und lesen auf dem Liedblatt. «Großer Gott, wir loben dich».
mit uns beten. Dreieiniger Gott, wir brauchen dich. Wir sind da und bekennen, dass wir nicht alles erkennen. Und doch glauben wir, haben wir in deinem Sohn Jesus Christus das Wesentliche erkannt. Dass du uns annimmst und dass du uns gern hast. Dass du uns vergisst und zu deinen Kindern machst. Lass uns das Trost sein. Lass uns das Stärkung sein. In diesen turbulenten Zeiten, wo wir drinstehen. Ja, und lass uns auch an die Welt denken, wo so viele Menschen noch ärger dran sind, als wir sind in unserer reichen Schweiz. Darum wollen wir zusammenkommen zum Start dieser Allianz-Gebetswoche. Mit unseren Anliegen, mit unseren Zweifeln, aber auch mit unserer Hoffnung. Du gibst uns richtig. Du möchtest uns mit deiner Liebe begegnen, egal wo wir gerade stehen oder hocken. Wir haben mehr als 10.000 Gründe, dich zu loben. Weil deine Liebe, die ist tief. Amen. Wir haben jetzt einen Teil, wo wir Loblieder singen dürfen. Die Band kommt schon führen. Es ist die Pur-Band, die uns in dem ersten Teil begleitet tut. Das zweite Lied, das wir miteinander singen, ist ein Kanon. Und das werden wir dann doch auch probieren. Wir singen den Kanon dann zuerst alle miteinander durch. Nachher sind es 3 Teile, wo die einen jeweils mit dem auf der linken Seite mit dem Roman mitsingen, dann mit der Céline die Mitte und dann mit dem rechten Teil die Melanie, die dann so singt. Es ist erlaubt, aufzustehen, wer gerne möchte, dazu aufzustehen. Wer aber das nicht möchte und wohler ist zum Sitzen bleiben, der darf durchaus natürlich auch sitzen bleiben. Möge Gott uns begegnen in diesem Teil. Du
dir, weil du alleine würdig bist. Drum komm ich vor dir, komme vor dir, zeige mir, komme vor dir, weil du alleine würdig bist. Drum komm ich vor dir, komme vor dir, zeige mir, komme vor dir, weil du alleine würdig bist. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, oh Herr. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, oh Herr. Ehre den Vater, ehre den Sohn, ehre den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ehre den Vater, ehre den Sohn, ehre den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Halleluja, 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 Halleluja. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, oh Herr. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, oh Herr. Ehre den Vater, ehre den Sohn, ehre den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ehre den Vater, ehre den Sohn, ehre den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir sind hier
Jesus spricht aus dem Buch von Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagt er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Jesus sagt heute Morgen zu dir und zu mir, kommt her zu mir, alle, ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir lesen aus dem 1. Mose ab Kapitel 1, Vers 27. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Weiter sagte Gott zu den Menschen, als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. Den Landtieren aber und den Vögeln und allem, was auf dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich Gräser und Blätter zur Nahrung zu. So geschah es. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der 6. Tag. So entstanden Himmel und Erde mit allem, was lebt. Am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte.
Die Liebe ist hoch, die Liebe ist weit, die Liebe ist nah. Tiefer als ich je hatte, höher als mein Wissen lang, weiter als der Weg vor mir, näher als es Gefühl kann sein. Tiefer als ich je hatte, höher als mein Wissen lang, weiter als der Weg vor mir, näher als es Gefühl kann sein. Wer kann uns trennen? Wer kann uns trennen von dir? Nichts kann uns trennen. Nein, nichts kann uns trennen von dir. Die Liebe ist tief, die Liebe ist hoch, die Liebe ist weit, die Liebe ist nah. Die Liebe ist tief, die Liebe ist hoch, die Liebe ist weit, die Liebe ist nah. Mit welcher Art von Tag beginnt jeweils die Woche? Ist es ein Arbeitstag? Ist es ein Tag zum Feiern und zum Ausruhen? Wir haben vorhin die Worte vom Anfang der Bibel gehört. Und wir haben gehört, dass Gott den Menschen am 6. Tag schuf, männlich und weiblich. Und er segnete sie, damit sie sich vermehren. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und danach kam der 7. Schöpfungstag, an dem Gott ruht von aller Arbeit. Es soll ein Tag sein, der ihm gehört. Und dies gilt auch für den Menschen. Also, am 6. Tag wurde der Mensch ins Leben gerufen und am nächsten Tag ist ein Ruhetag. Der erste Tag, den der Mensch in seinem Leben erlebt, ist ein Ruhetag. Das ist eigentlich unglaublich. Das ist so, wie wenn ein Chef bei einer neuen Anstellung zu seinem neuen Mitarbeiter sagt: Weißt du, der erste Tag in unserer Firma, den hast du frei. Das ist bei uns so Firmenkultur. Ein Tag zum Feiern. Insofern kann ich wohl mit gutem Recht behaupten, dass der erste Tag ein Tag zum Feiern ist. Und die Christen haben das für sich so umgesetzt, dass sie den Sonntag, den Tag der Auferweckung Jesu von den Toten, als ersten Tag der Woche deklariert haben. Die Woche soll nicht mit der Arbeit beginnen, sondern mit der Feier der Auferweckung Jesu. Und darum feiern wir bis heute am Sonntag Gottesdienst. Dieser Gedanke, dass der erste Tag des Menschen ein Ruhe- und ein Feiertag ist, gibt dem Thema der diesjährigen Allianzwoche eine ganz besondere Note.
Leben nach Gottes Rhythmus beginnt mit einem Feiertag. Und ich bin überzeugt, dass dies einen tieferen Sinn hat. Gott will sich am ersten Tag nach der Erschaffung des Menschen Zeit nehmen für den Menschen. Und gleichzeitig soll der Mensch Zeit haben für Gott. Und wenn sich zwei Parteien Zeit füreinander nehmen, dann reden wir von Gemeinschaft. Bevor wir uns also Gedanken darüber machen, wie wir den Sabbat, den Tag der Ruhe und des Feierns gestalten, gilt es zunächst einmal festzuhalten, dieser Tag ist ein Tag der Beziehung. Er gehört Gott, dem Herrn, und nicht der werktäglichen Arbeit. Und eine Beziehung zu pflegen, geht einfach leichter von der Hand, wenn ein Tag ohne Verpflichtungen aufscheint wie die Morgensonne. Lebst du deine Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus? Ich meine jetzt nicht, wie oft du die stille Zeit hältst oder du Gottesdienste besuchst. Das sind ja alles Ausdrucksformen deiner Beziehung zu Gott. Aber meine Frage geht noch tiefer. Hast du eine Herzensbeziehung zu Gott? Lebt in dir die Gewissheit, dass du im Kontakt mit Jesus bist, auch wenn du beschäftigt, wenn du gedanklich ganz woanders bist? Lebt tief in dir das Gefühl, mit Gott verbunden zu sein? Das Thema Sabbat stellt uns allen zuerst diese Frage. Oder anders formuliert, hat dein Herz Ruhe in Jesus gefunden, so wie wir es vorhin aus dem Matthäusevangelium gehört haben? Oder bist du ein Getriebener, ein Besserwisser, einer, der immer ständig unter Druck steht? Gott macht einen Tag frei, um mit seinen neu geschaffenen Menschen Zeit zu haben. Um zuzuhören, um heilende Worte und Kräfte ihnen zuzuführen. Er will am ersten Lebenstag des Menschen mit ihnen zusammen sein. Und was kann dem Menschen eigentlich Besseres passieren, als dass der Schöpfer Zeit für ihn hat? Und dann wird doch alles, was sonst so groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Und dann muss man sich auch nicht mehr krampfhaft oder fast panisch überlegen, wie man diesen Sabbattag wieder mal über die Runden bringt. Dann genießen beide die Zeit miteinander und die Zeit wird zu einem Fest. Und diese Feierzeit verstehen die Christen als Ausdruck von Gottes Gnade. Der Sabbat ist ein Geschenk, ist Gnade. Und wer jetzt das versteht, der kann, glaube ich, auch besser einordnen, was es mit dem Gebot der Sabbatruhe auf sich hat. Und ich lese aus 5. Buch Mose 5, Kapitel 5, 12 bis 15. Halte den Ruhetag am 7. Tag der Woche, so wie es der Herr, dein Gott, befohlen hat. Er ist für dich ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der 7. Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Rind, dein Esel oder ein anderes von deinen Tieren und auch nicht der Fremde, der bei dir lebt. An diesem Tag sollen dein Sklave und deine Sklavin genauso ausruhen können wie du. Denke daran, dass du selbst in Ägypten ein Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort in die Freiheit geführt hat.
Deshalb befiehlt er dir, den Tag der Ruhe einzuhalten. Ja, offenbar muss das Niederlegen der Arbeit befohlen werden. Um das Geschenk des Sabbats erfahren zu können, braucht es einen Befehl. Und Befehl, das klingt ja in unseren Ohren sehr unangenehm. Ich kann es auch etwas angenehmer formulieren. Es braucht eine nachdrückliche Aufforderung, ein Gebot. Aber letztlich spielt es gar keine Rolle. Es geht ja um den Inhalt. Aber warum hier muss dieses Niederlegen der Arbeit befohlen werden? Die Werktage werden ja nicht verboten. Im Gegenteil, an 6 Tagen sollst du arbeiten, wobei wir ja in der Schweiz hier das Privileg haben, dass die meisten Menschen von uns nur noch an 5 Tagen arbeiten müssen. Warum also dieses Gebot? Weil im Menschen ein gieriger Griff nach aller Zeit, so Hans-Walter Wolf, sein Unwesen treibt. Heute sind ja nicht nur die Werktage ausgefüllt, auch die Freizeittage werden durchorganisiert und durchgeplant. Hier wird kaum noch irgendetwas dem Zufall überlassen. Vom hebräischen Wort her heißt der Sabbat etwas zum Aufhören bringen. Also den gierigen Griff nach aller Zeit zum Aufhören zu bringen. Der deutsche Philosoph Hahn hat einmal gesagt, wir haben heute keinen Feierabend mehr. Ferien werden heute nur noch als Arbeitspausen verstanden, in denen wir uns von der Arbeit erholen. Die Pausen gehören in die Arbeitszeit. Wir haben heute nur Arbeitszeiten mit Unterbrechungen, die immer kürzer werden. Wir haben jene Hochzeit des Festes verloren, die eine Erfahrung der Dauer, ja des Verweilens möglich macht. Ich glaube, Herr Hahn hat recht. Und darum brauchen wir Menschen so eine mahnende Aufforderung zur Feierzeit, zur Festzeit. Eine Zeit mit der Familie, mit Freundinnen, mit der Gemeinde oder Zeit, in der ich allein mit Gott zusammen bin. Leben nach Gottes Rhythmus meint nicht, das Leben als Arbeitszeit mit Unterbrechungen zu sehen, sondern die Chance zu entdecken, dass arbeitsfreie Zeit eine eigenständige, für sich selbst wertvolle Zeit ist. Und wer das so versteht, der wertet eigentlich beide Zeiten auf, die Arbeitszeit und die Feierzeit. Und ihr merkt, ich rede heute viel von Feier- oder Festzeit. Ich finde, der Sabbat ist eine Festzeit. Was anders kann er denn sein, wenn Gott sich bei der Schöpfung Zeit nimmt für den Menschen? Oder wenn Jesus im Evangelium nach Lukas vom Jubeljahr, von diesem Jahr der Gnade spricht, in dem Gott sich seinem Volk zuwendet. Es ist Feier- und Festzeit. Der Sonntag ist nicht ein weiterer Tag zum Planen, sondern zum Feiern mit Menschen und mit Gott. Wie immer das dann auch konkret aussieht, das ist dann unsere Aufgabe. Wie gestalten wir solchen Festtag? Und zwar so, dass sein Charakter als wertvoller Feiertag erhalten bleibt. Dazu brauchen wir kreative Ideen, aber die haben wir alle. Denn Christen sind kreative Menschen, weil der Geist Gottes in ihnen wohnt. Im Einleitungswort der Evangelischen Allianz Schweiz zu dieser Woche heißt es, dass Christen nach dem Rhythmus des Himmels tanzen sollen. Ich verstehe darunter einen freien Tanz, der viel Spielraum für eigene Kreativität lässt, damit dieser uns geschenkte Feiertag zum Start der Woche positiv auf uns ausstrahlt.
Interessant ist ja noch, wie das Sabbatgebot hier begründet wird, im Gegensatz zu dem Gebot im 2. Buch Mose. Hier heißt die Begründung: Denke daran, dass du selbst in Ägypten ein Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort in die Freiheit geführt hat. Ja, die Errichtung eines Sabbatfeiertages ist nämlich ein Befreiungsakt, einem freien Tanz vergleichbar. Es geht um diese Befreiung vom gierigen Griff nach aller Zeit und es geht um die Befreiung, freie Zeit immer nur als Unterbrechung von Arbeitszeit zu sehen. Arbeit kann Menschen versklaven und total ausgefüllte Zeit kann Menschen versklaven. Da braucht es einen Befreiungsschlag, der zurückführt zum Herzschlag Gottes. Arbeit ist wichtig und gut, aber sie ist nicht alles. Es gibt auch die Zeit des Aufhörens, die Zeit des Ruhens und der Pflege der Gemeinschaft. Und wer weiß, was Sklaverei bedeutet, und es gibt ja Sklaverei in vielen Arten, der wird sie umso mehr schätzen. So wie Israel ja bis heute am Sabbattag die Befreiung aus Ägypten feiert. Ich habe meine Befreiung an einem anderen Punkt erlebt oder eine meiner Befreiungen. Als ich als junger Pfarrer zu arbeiten begann, war Arbeit das, was mich ausfüllte. Ungut, inspiriert von Pfarrern aus meiner Jugendzeit, kannte ich gar nichts anderes. Bis ich realisierte, das tut gar nicht gut. Meiner Ehe nicht, mir persönlich nicht und meinen Freundschaften auch nicht. Und ich brauchte in meiner persönlichen Biografie so einen etwas unangenehmen Weckruf, Sabbat- und Feierzeiten zu genießen und sie nicht als unnötig verschwenderische Unterbrechungen des Eigentlichen zu verstehen. Und mit diesem erneuten Blick auf die Gemeinschaft komme ich noch zu meinem letzten Gedanken. Im Sabbatgebot hier sehen wir noch einen weiteren Blickwinkel zum Gemeinschaftsgedanken. Leben nach Gottes Rhythmus sollen nicht nur die Israeliten, sondern auch Sklavin und Sklave, Tiere und die Fremdlinge, also die Menschen aus anderen Völkern, die mit ihnen leben, einhalten. Allen gilt das Recht, die Arbeit zum Aufhören zu bringen. Alle sollen an diesem Tag feiern, die Ruhe suchen, Gemeinschaft miteinander und mit Gott als heilsam erfahren. Alle. Und nicht nur bestimmte, privilegierte, Auserwählte. Es gibt ja in unserem Land ab und zu Diskussionen, ob man Menschen, die keine Schweizerinnen sind, von bestimmten Vorteilen ausschließen bzw. ihnen weniger dieser Vorteile geben soll. Dieses Gebot hier stellt solche Überlegungen in Frage. Gott ist ein Gott aller Menschen und Leben nach Gottes Rhythmus tut allen Menschen gut. Und dieser soziale Aspekt kommt auch noch in einem anderen Bibelwort in Jesaja 1 zum Ausdruck. Dort sagt Gott: Ich kann eure Sabbattage nicht ausstehen, solange ihr nicht von euren Verbrechen lasst. Leben nach Gottes Rhythmus geht nun wirklich nicht ohne die anderen. Mein Verhalten soll mit der Gnade Gottes, die im Sabbatgebot zum Ausdruck kommt, korrespondieren. Gnade und mein Verhalten entsprechen einander. Es geht also nicht an, eigennützig vom Tag der Ruhe und des Feierns zu profitieren und die Mitmenschen zu missachten. Also, das Sabbatgebot Gottes gibt uns die Lizenz, unseren Werkalltag zu unterbrechen. Ein Tag, der Geschenk ist für Menschen und Tiere. Und Gott lädt auch dich ein,
dein Leben nach seinem Rhythmus zu gestalten. Und zwar mit aller Lust und Kreativität. Dann wird diese Zeit zu einem Fest, an dem Gott gern teilnimmt. Und ihm sei Dank für diesen Tag. Amen. Wir möchten uns jetzt noch einmal bewusst Zeit nehmen. Zeit zum Singen, Zeit zum Gebet, Zeit aber vielleicht auch einfach zum Sein, wo man gerade ist. Wir singen Lieder nach der Desert-Tradition, werden begleitet von den Orgeln. Die werden mehrmals wiederholt. Vielleicht ist es auch möglich, mit dem Sitznachbar, der Sitznachbarin, vielleicht auch irgendetwas auszutauschen, was einem gerade auf dem Herz ist. Und dann aus dem aus, was man gehört hat, das Gebet zu machen. Wenn wir uns bewusst die Zeit nehmen, ich wünsche uns eine gesegnete Zeit. Wir singen mit dem ersten Lied «Meine Hoffnung und meine Freude».
Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Ich bitte euch, beziehungsweise diejenigen, denen es möglich ist, zu der Fürbitte, wo anschließend mit dem Unser Vater abgeschlossen wird, aufzustehen. Grosser Gott, wir bitten dich, dass sich die Christen freuen, wenn die Juden den Sabbat halten, weil das ein Zeichen von deiner Bundestreue ist. Wir bitten dich, dass wir Christen von den Juden lernen, was der Sabbat für uns bedeutet und wie wichtig es ist, damit wir in dir ruhen können. Wir bitten dich, hilf, dass wir mehr und mehr erkennen und wahrnehmen, dass Jesus der Herr vom Sabbat ist und ihn dafür ehren und verherrlichen. Grosser Gott, hilf, dass Israel bald den vollen Sabbat erlebt, an dem sie Jesus als ihren Messias anerkennen und ihm folgen. Jesus, bist du das Licht in der Familie. Hilf, dass die Häuser mit deinem Licht erfüllt werden. Hilf, Herr, dass Familien, die zerstritten sind, von deiner Liebe erfüllt werden und den Weg von der Versöhnung erkennen und begehen. Ja, Herr, stärke auch diejenigen, die schon durch deine Gnade gestärkt leben können, damit dein Reich noch mehr offenbar wird. Jesus, bist du besonders den Kindern noch, ziehe sie an dein Herz, damit sie bei dir und in dir Ruhe finden können. Hilf, Herr, dass in deinen Kirchen nichts als deine Wahrheit verkündet wird. Danke, himmlischer Vater, dass du uns bedingungslos angenommen hast und deine Liebe uns Schritt für Schritt verändert. Hilf uns bitte, dass wir heute in dieser komplizierten Zeit genau so unseren Mitmenschen begegnen können. Jesus, trotz theologisch unterschiedlicher Ansichten haben sich viele Kirchen gelehrt und erkannt, sich gemeinsam auf dich auszurichten. Herr, hilf, dass wir uns darum gerade in dieser und in der kommenden Zeit auf dich fokussieren. Hilf, Herr, dass wir in diesen von dir gegebenen Unterschiedlichkeiten und Begabungen dir entgegenwachsen können, damit du verherrlicht wirst. Und Gott, wir bitten dich für unser Gesundheitswesen. Wir bitten dich um Kraft, Gesundheit und Schutz für alle Pflegenden in den Spitälern, Alters- und Pflegeheimen. Schenk du den Teams gerade in diesen Tagen einen guten Spirit. Wir bitten dich für alle Ärztinnen und Ärzte. Segne du sie und schenk ihnen Weisheit und Kraft für ihren Dienst. Wir bitten dich für den Empfang und Security. Hüll du sie ein in den Mantel von deiner Geborgenheit und schenk ihnen Gelassenheit in schwierigen Momenten. Wir bitten dich für alle, die im Gesundheitswesen Verantwortung tragen, dass sie gute und weise Entscheidungen für Patientinnen und Patienten und die Angestellten treffen. Jesus, wir bitten dich für unsere Parlamente, Behörden, die Regierung, in den Gemeinden, den Städten, im Kanton und beim Bund. Führ du sie in dieser schwierigen Zeit,
Hilf ihnen, damit ihre Entscheidungen zum Wohl der ganzen Bevölkerung ausfallen. Schenke ihnen Weisheit und Klarsicht. Segne du sie in ihrem Amt und in ihrem Dienst. Und so fassen wir all unsere Bitten in dem Gebet zusammen, wo uns mit allen Christen zu allen Zeiten und über die ganze Welt verbindet. Wir beten, wie es Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Landeskirche haben wir den Brauch, dass kürzlich Verstorbene, die bei uns Mitglied waren, in einem Gottesdienst abgekündigt werden. Wir werden auch alle so daran erinnert, dass auch wir einmal sterben müssen. Aber wir haben so auch die Möglichkeit, dass wir einander Trost spenden können. Am 26. Dezember ist in seinem 87. Lebensjahr der Hans Tschiren verstorben. Er ist zuletzt im Seniorenzentrum Tanner wohnhaft gewesen. Am Silvestermorgen in ihrem 75. Lebensjahr verstorben ist Elisabeth Frühe-Bähler. Sie ist in Strengelbach am Hirschmattenweg wohnhaft gewesen. Den Angehörigen sprechen wir Trost zu mit dem Vers aus Johannes 11, 25. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. An den Allianz-Sonntagen, an den Allianz-Anläss werden wir jeweils Kollekten einsammeln. Es gibt verschiedene Projekte, die vorgeschlagen sind. Die sieht man auch in den Gebetsbroschüren in der Mitte. Und wir lesen dann jeweils 2 Projekte aus. Und wir haben bestimmt, dass wir das erste Projekt unterstützen wollen, junge Menschen über die sozialen Medien im Glauben stärken. Junge Menschen sind, man sagt, relativ fest betroffen von dieser Krise, die wir jetzt gerade durchgehen. Sie machen einerseits einen grossen Entwicklungsschub durch und sind durch das wirklich auch stark betroffen. Darum haben wir entschieden, dass wir das Projekt unterstützen wollen. Und das zweite Projekt, das wir unterstützen wollen, ist das 4. Für manche Menschen und für manche Kinder ist Zeltensabbat Bildung statt Kinderarbeit. Dort wollen wir unseren Horizont wirklich weiten auf Kinder, auf Länder, wo es wirklich nochmal ganz, ganz andere Zustände gibt, wo wirklich unser Geld auch nochmal mehr wert ist und darum wollen wir das auch dort einsetzen. Das sind Projekte von Tierfound und Interaction Schweiz. Wer mehr möchte wissen, kann das in dieser Gebetsbroschüre in der Mitte nachlesen. Es gibt auch die Möglichkeit, dann so später noch
eine Überweisung zu machen oder eben dann nachher, wenn wir ein Lied singen, dann, wenn die Kollektenbecher durchgehen, dort etwas rein tun. Es ist natürlich auch weiterhin möglich, Kollekten links und rechts bei den Ausgängen zu bedienen. Vielen Dank für alle, die da etwas reingeben wollen. Dann darf ich auf das zweite Standbein der Allianz-Gebetswoche hinweisen. Wir fangen jeweils an mit dem Gottesdienst und wir haben entschieden, dass wir in dieser Allianz-Gebetswoche das Thema Gebet wirklich auch nochmal stark machen. Und wir möchten es so machen, dass wir die Möglichkeit geben, 24 Stunden zu beten. Aber am Mittag fängt das an. Es ist ein Gebetsraum eingerichtet im Connect, im Funkenpark, wo zugänglich ist, auch 24 Stunden, Tag und Nacht, wo man kann vorbeigehen, sich Zeit nehmen in dieser Woche zum Gebet. Wir haben weiterhin auch Gebetsbroschüren, wo man kann sich Zeiten jeweils rausnehmen am Tag durch und das als Impuls brauchen. Und eben für den Gebetsraum werden wir besonders auch nochmal einladen, dort mal einmal vorbeizugehen in dieser Woche. Es ist frei, vorbeizugehen, so wie man möchte. Man kann sich aber auch anmelden. Über die Homepage ist das möglich, vom Connect. Da gibt man einfach ein connect-zofingen.ch/Gebetsraum. Der Link steht auf dem Flyer. Es ist auch möglich, dass man direkt über einen QR-Code vom Liedplatz sich dann dort nochmal Infos holen und dann auch noch in die Liste eintragen. Das würde uns helfen, ein bisschen zu wissen, wenn das die Leute dann vorbeigekommen sind. Darum eine herzliche Einladung, das zweite Standbein vom Gebetsraum auch in dieser kommenden Woche zu nutzen. Dann möchte ich den Simon bitten, führen zu kommen. Wir haben noch heute Abend auch noch einen weiteren Anlass, wo er darauf möchte hinweisen. Schabbat oder Shut Up heisst der Anlass. Wir treffen uns 18:30 Uhr auf dem Tutplatz. Ihr werdet mich sehen, ich werde mit Fackeln dort stehen und ich hoffe, dass wir alle Fackeln abfackeln können. Und zwar werden wir, das ist für junge, aber auch ältere Leute, werden wir als Fackelzug auf den Heiteren raufgehen und dort oben miteinander ein paar Lobpreislieder singen und einen kurzen Input von David Bente zugehören. Der Anlass ist für alle zugänglich, auch für die im Livestream mit dabei sind. Ist ohne Zertifikat, weil er komplett draussen stattfindet. Und ich möchte euch hier, aber auch die vom Livestream, wirklich herzlich einladen dazu. Kommt, seid Teil davon. Wir haben jetzt 2-mal verschoben, ein Jahr lang gewartet und endlich dürfen wir machen. Bei den Ausgängen liegen die Gebetsbroschüren noch auf. Wer die noch mitnehmen möchte, der darf die einfach so mitnehmen. Sie sollten auch in den Kirchen und Gemeinden aufliegen. Dann wäre es natürlich auch schön gewesen, wenn wir miteinander hätten können einen Apero einnehmen. Das machen wir nicht, das unterlassen wir in diesen Zeiten. Wir haben es aber nicht unterlassen, etwas zu organisieren, das mitgenommen werden für auf den Weg. Es wird bei den Ausgängen werden Körbe von Brötchen da sein. Wir haben auch organisiert, dass das im Public Viewing dann auch erreichbar ist und dass man ein Brötchen, ein Feigenbrötchen, das Cranberry-Brötchen mit auf den Weg nehmen kann, auch als Stärkung für die Zeit, weil es ist ja es soll nicht nur anstrengend sein, Sabbat zu feiern, sondern es soll ja auch darum gehen, dass man feiert und dass es einem gut geht. Und darum müssen wir euch so das Brötchen mit auf den Weg geben. Jetzt würde die Kollekte eingezogen werden mit Körbchen, die durch die Reihe durchgehen und dazu gehören wir ein Lied wieder von der Purband.
save the day. But once again, I say amen, and it's still raining. As the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain. I'm with you. And as the mercy falls, I raise my hands, praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. And every tear I've cried, you hold in your hand. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in this storm. I remember when I stumbled in the wind. You heard my cry to you and raised me up again. My strength is almost gone. How can I carry on if I can't find you? As the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain. I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. And every tear I cry, you hold in your hands. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in this storm. I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Where does my help come from? And I'll praise you in this storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. And every tear I've cried, you hold in your hand. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in this storm. And though my heart is torn, I will praise you in this storm. Wir sind fast am Schluss von dem Gottesdienst und mir bleibt einfach noch Danke zu sagen allen, die sich beteiligt haben, dem Gunnar für die Predigt, der Purband für ihren Einsatz im Lobpreis, dem Hans-Jörg Bettig an der Orgel, Beat Maurer, der für einen Livestream zuständig ist, zusammen mit dem Olivier, der an der Kamera noch mitgeholfen hat, Benny Steffen für die Lesung, Jörg Pfeuti und der Heri, Ingeborg Heri, der ebenfalls noch gelesen hat. Vielen Dank auch allen, die ausgeharrt haben. Da jetzt, ich wünsche euch einen schönen Sabbat, einen schönen weiteren Ruhetag, auch einen Festtag, wo wir in die Gegenwart von Gott kommen, auf unterschiedliche Art und Weise. Danke möchte ich auch der Sigristinnen und dem Sigrist Hans Fuchs, der da auch dazu beigetragen hat, dass der Raum parat ist und auch
Jannik Plüss, der für die Technik der Band zuständig war. Ich möchte mich auch noch entschuldigen für allenfalls die Technik, die da jetzt halt nicht funktioniert hat. Das gibt es halt immer wieder auch. Ich wünsche uns Gottes Segen und das wollen wir einander, miteinander bitten. Herr, wir bitten, komm und segne uns mit dem letzten Lied, wo wir miteinander singen. Wer kann und mag dazu aufstehen, möchte ich bitten, zu dem Lied aufzustehen. Ich spreche dann auch noch den Segen, zu dem stehen zu bleiben und dann dürfen wir uns wirklich auf den Weg machen, mit dem Ausgangsstück auch rauszugehen. Dann. Der Friede von Gott, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinn in Christus Jesus, unserem Herr. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.